Eines Tages gab es einen Streit auf der eisernen Burg des Ritterrost. Der Ritter wollte dem Burgfräulein Böhm nicht erlauben, mit in den Zirkus zu gehen. »Potz Wellenblech und Stacheldraht«, sagte er. »Du bist viel zu klein, um mitzukommen.« »Ah, so ein Quatsch«, sagte das Burgfräulein. Doch Ritterrost machte sich einfach allein auf den Weg. Das Burgfräulein Böhm blieb allein zurück und ärgerte sich. Um sich die Zeit zu vertreiben, spann sie Stahlwolle und strickte Kettenhemden. Ritterrost amüsierte sich inzwischen im Zirkus. In der Arena waren einige Fabelwesen, die herausfinden wollten, wer von ihnen am fabelhaftesten sei. Kox der Drache, ein Bauchredner, Mies der Werwolf und Graf Knoblauch, der Vampir. Jeder zeigte das, was er am besten konnte. Der Vampir flog wie ein Vogel durch die Manege. Der Bauchredner sagte ein schwieriges Gedicht auf. Nur der Werwolf konnte nichts Besonderes und deshalb meckerte er ständig rum. »Moment mal«, sagte Kox, »jetzt bin ich dran.« Und er spukte ein tolles Feuerwerk. Die Leute waren begeistert. Nur Mies war nicht einverstanden. »Kannst du auch was Großes?«, stänkerte er. »Klar kann ich auch was Großes«, entgegnete Kox und spuckte kurzerhand das Zirkuszelt in Brand. Zum Glück spritzte der Zirkuselefant so lange Wasser, bis das Feuer gelöscht war. Die Zuschauer aber rannten davon, sogar der Ritter Rost. »Bäh, ich hab solche Angst«, rief der Ritter, als er wieder zu Hause war. »Im Zirkus ist ein grausiger Drache, der Feuer spuckt.« Er verkroch sich in seinem Bett und zog die Bettdecke über den Kopf. »Ah, alter Feigling«, schimpfte das Burgfräulein Böhm. Sie schnappte sich eine Lanze und ritt mutig allein los, um den Drachen zu fangen. Schon bald hatte Böhm den Drachen gefunden. Aber Kox wurde frech, und so blieb ihr nichts anderes übrig, als mit ihm zu kämpfen. Schließlich traf sie ihn mit ihrer Lanze am Schwanz. »Ah, ich bin verloren«, rief der Drache. Doch Böhm tröstete Kox und nahm ihn mit auf die eiserne Burg. Auf der eisernen Burg wurde Kox die gefürchtete, lästige Liste der täglichen Pflichten auferlegt. Die lästige Liste war seine Strafe für das abgebrannte Zirkuszelt. Nach einem Jahr sagte Böhm: »Ich sehe, du hast gute Arbeit geleistet. Deshalb schlage ich dich zum knappen Feuerzeug. Du darfst von nun an Feuerwerk machen, wie du willst, und den Ritterrost und mich wärmen.« Die lästige Liste der täglichen Pflichten. 1. Früh aufstehen. 2. Zähne putzen. 3. Abtrocknen. 4. Den Ofen anzünden. 5. Rasen mähen, im Winter Schnee schippen. 6. Staubsaugen. 7. Einkaufen gehen. 8. Schon wieder Zähne putzen. 9. Ab in die Badewanne. 10. Früh ins Bett. »Na, wie findest du das?«, fragte Böhm. »Langweilig«, antwortete Kox und spuckte einen Blumenstrauß in Brand. Er wird schon noch lernen«, dachte sich Böhm und tat so, als ob sie nichts gesehen hätte. Und dann feierten sie ein großes Willkommenfest für den knappen Feuerzeug.